Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3. Sind ja alle so gesprächig heute, was? Ja, herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3. Ich hatte eigentlich auf einen Dialog und so gehofft. Die Frage ist natürlich, wie geht's jetzt weiter? Ich sag hier mit dem Pro-Controller auf der Wii U und bin schon sehr gespannt, was jetzt... Oh, was jetzt? Infos? Wir sind da. Die Frage ist, wo ist dieses da? Gehen wir. Ja, gehen wir, schon und gut. Die Frage ist bloß wohin und wir steuern hier so einen seltsamen Typ, von dem ich keine Ahnung habe. Weil auch der gesamte Assassin's Creed 3 ist mir noch vollkommen unbekannt, aber ich dachte mal so nach den Trailern, die ich gesehen habe und weil die Wii U sowieso eine neue Konsole ist, dachte ich mir, ach komm, brauchst du doch so ein neues
Action-Adventure-Spiel und daher möchte ich das gerne mit euch zusammen zocken, Leute. So, Steuerung geht relativ flott mit dem Pro-Controller. Ich schaue gerade links von mir, dass ich da auf dem, ja, sag jetzt mal auf dem Wii U Gamepad auch noch etwas sehe, aber eigentlich nichts Besonderes. Sieht eher aus wie ein Wartungsmodus. Okay. Oh, Graffiti. Gibt's ja also auch noch. Ja. Und jetzt? Leute. Hab keine Ahnung, was passiert. Ja. Was war das? No hope. Coole Lightshow. Muss man einfach mal sagen. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Was machen wir hier bloß? Wohin führt uns das alles noch? Aber eins kann ich jetzt schon mal sagen. Echt eine geniale Grafik. Was war das gerade? Warpunkt, der war auch nicht übel. Ja, wie gesagt, geniale Grafik, Auflösung, vor allem halt, ja gut, Wii U, neue Konsole, dürfen sowas auch erwarten. Aber natürlich ist auch hier die Frage wieder, ist ja auch ein Spiel, das halt für mehrere Konsolen erschienen ist, auch für die PS3 und Xbox 360. Und auch hier stellt sich halt die Frage, ist die Qualität hier, die Grafik, ist die besser als auf der PS3? Ist die schlechter oder gleichwertig? Naja, müsst ihr halt beurteilen. So, jetzt bleiben die da stehen. Und ich habe hier so einen seltsamen, was ist das überhaupt? Eine seltsame Taschenlampe. Aber zweckmäßig. Und handlich vor allem. Was sollen immer diese Zeitsprünge? Ich glaube, wir sind da. Oh, was du nicht sagst. So einen goldenen Apfel möchte ich auch gerne haben. Ist echt praktisch, vor allem als Wunderlampe. Das ist ja clever. Okay, aber ich kann... Meine Taschenlampe, nimm sie auf. Steuerung, wie geht überhaupt? So, auf A passiert gar nichts, auf B auch nicht, Y und X passiert gar nichts. Deckung, jetzt kann er rennen, okay. Die Schultertasten kann er rennen, aus dem Stand heraus, auch nicht übel. Aber die Taschenlampe ist wohl fehl, wa? Kann man schon aufnehmen. Alter, bück dich mal! Was habe ich jetzt gemacht? Ja, das war gerade L3 gedrückt halten. So, drücken. Also L3. Nein, das wäre Quatsch, das wäre PS3-Controller. Einfach den L-Control-Button da, einen 3D-Stick draufdrücken und schon bin ich hier in diesem Geistermodus. Wow, ich bin ein Geist. Sorry. Bisschen ernsthafter hier, bitteschön. Ist irgendwie ein Assassin's Creed, nicht irgendwie Luigi's Mansion oder sonst ein Nintendo-Genre. Echt geil, hey. So, irgendwie erinnert mich der Anfang ein bisschen an The Last Story. Das war auch so verwirrend. Was hat die Zeit? Okay, bin noch gut drin. Ich meine, ist der erste Part und so, aber trotzdem möchte ich gerne ein bisschen was erleben hier. Okay, du kannst rennen, Alter, nicht wahr? Kannst du auch springen? Jo, kann er. Geil. Höre ich da etwas? Nee. Ich dachte, ich hätte wen anders gehört. Alter! Schlimmer als Zombie U, hey. Was ist denn das? Tetris-Block? Kryptische Symbole? Hat irgendwie was von Transformers?
Ich hoffe, das war kein Fehler. Uah! Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Das schon wieder. Och nö. Das ist ja mal ein Einstieg, hey. Alter Schwede. Hä? Kannst du uns hören? Ja, irgendwie schon. Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen. Oh, na dann. Wir wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know that. Sie spricht zu mir. Matrix Okay, lässt grüßen. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay. Oh Mann. Also, was soll ich tun? Ganz einfach. Ja. Zu der Markierung da drüben. Und wir sind das Versuchskaninchen. Ja, leck mal am Schöbli. Schnell gehen. Was? Vorhin war es aber noch die andere Taste. Wie B? Ich drück doch B. Halten Sie Z. Ja, jetzt plötzlich zum Laufen. So, springen durch. Ja, oben bin ich. Sehr schön. Halten Sie ZR um zu... Desmond, jetzt blätter mal auf diese Objekte. Ja, welche denn? Ja, klar. Natürlich. Erst mal 5 Meter hochspringen. Alles klar. Da hat hochklettern von mir aus. So, und jetzt? An dem ist ein Kletterer verloren gegangen. Alter Schwede. Ja, gleich bin ich oben. Na toll, wie geht's jetzt weiter? Oh, 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 oh. Oh. Ja, das könnte gehen. Das könnte klappen. Na toll, wie jetzt weiter? Och nö, ich sehe es jetzt schon kommen. Hat ein bisschen was von Zelda. Wow, wow, wow. Ja, so. Und hoch mit dir. Komm schon, Alter. Alter, der muss ja Muskeln haben. Durch diesen kleinen Hindernisparcours. Alter, hör mit diesem Lichtblitzen auf, ey. Ich krieg ja noch die Oberkrise. Und zack. So. Zum freien Herumlaufen halten Sie ZR gedrückt und bewegen. Genau. Den linken Control-Stick, 3D-Stick, wie auch immer. Springen! Springt er von selber. So, hängen. Ah, fallen lassen. Ist, glaube ich, nicht so die beste Idee, sich hier fallen zu lassen. Und, na klar, aus dem Stand so weit springen. Aber wirkt die Grafik so realistisch. Vor allem der Grafik-Engine. So. Wo müsste er hin? Geht das hier gerade noch? Alter. Ist echt ein bisschen wie Matrix, was? Naja. Sieht eher unspektakulär aus, der Typi. Hat zwar eine Narbe am Maul, könnte das sein, da auf der rechten Seite. Ja, eine Narbe da. Cooles Tattoo. Das ist eine Bedeutung. Rucksack, auch nicht schlecht. Naja, gehen wir weiter. Gehen wir einfach weiter. Wow, wow.
Wir haben eh nichts Besseres zu tun, nicht wahr? Ja, vor allem nichts Besseres zu tun. Wir müssen... Komm ich da hoch? Ja komm, Alter, du schaffst das, oder? Du kommst da hoch. Oh. Das Gegner? Na toll, ich hab keine Waffe. Na, vielleicht sind sie ja politisch... Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Ja, ein Luftattentat ausführen ist optional. Sonst kapiere ich sowieso. Also von daher... So viel zu optional. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Okay. Wieso immer Gewalt? Ich könnte doch ein bisschen friedlich mit ihnen sprechen. Nö, natürlich nicht. So, Y, ja hier. So viel zu ausschalten. Na klar. So, einer erledigt. War einer erledigt. Er lebt doch noch. Ja, von mir aus. Umso besser, wenn ich nicht zum Mörder. Er mir sowieso lieber. Oh. Ja, das war ja clever. Ja, Freundchen, du bist runtergefallen, jetzt musst du schauen, was du da machst. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Ja, so geht's natürlich auch. Luftattentat, Y, Genickbruch. Alles klar. Alter. Das soll ein Spiel für Kinder sein? Eine Kinderkonsole, mein Wii U und so? Familienkonsole, alles klar. Na toll, was jetzt? Alten B drücken, um zu springen. War das fehl? Tja, war das fehl oder war das gut? Man bekommt so wenig Rückmeldungen hier. Tja. C'est la vie, sag ich jetzt nur. C'est la vie. Jetzt darüber noch. Alter, wie sieht's denn hier aus? Also das nächste Mal könnt ihr ruhig eine bessere Grafikengine hier für die virtuelle Welt aussuchen. Meine Fresse, ein bisschen mehr grün und so, wäre natürlich auch nicht schlecht. Wow. Natürlich schräg. Komm schon, darüber kannst du auch noch. So, hängen. Ja. Wie soll ich denn darüber kommen? Da muss der Spider-Man sein. Wow. Ja. Lass mich raten, das klappt natürlich, oder? Klappt das? Nö, klappt nicht. Scheiße. Ah. Hey, Alter, willst du bitte mal... Ja, ich will doch nur, dass du da ranhängst. Alter. Dann geht er richtig... Geht auch nicht. Scheiße, bin ich langsam ein bisschen... überfragt. Wollen wir eigentlich da ranhängen lassen und dann darüber ziehen? Klappt auch nicht. Na, mal gucken. Das Spiel ist doch logisch aufgebaut. Hoffe ich zumindest. Was ist eigentlich hinter mir noch? Ich frage lieber nicht mehr. Unterhängen. Ja. Fallen lassen. Ja, wieso eigentlich nicht fallen lassen? Natürlich immer eine gute Idee. So eine Scheißidee. Mann, ey. So. Wieso klappt das nicht? Eine gute Idee im Grunde genommen. Gut, eben nicht. So, jetzt darüber und jetzt darüber. Gut. Also unter mir ist gähnende Leere. Das virtuelle Game Over oder wohl das virtuelle Exit. Ein Klo wäre jetzt gut. Tja, die Frage ist trotzdem, wie kann ich jetzt gut hängen? Da steht es ja, hängen. Fallen lassen. Das ist ein super Ratgeber. Klettern versuche ich, das bringt aber nichts. Ich muss da rüber, brauche ich mehr Anlauf, um darüber zu springen. Kann ja auch nicht sein, oder? Also gut, fallen lassen, bitteschön. Dann versuchen wir es nochmal. Nur Z erhalten, um freie... Was nur? Bist du wahnsinnig? Muss ich ihn nicht steuern? Auch darüber? Ich glaube eher weniger. Nö, kein Bock da runter zu gehen. Ja, ist ja gut. Kann ich ja verstehen. Tja. Die Frage ist trotzdem, wo geht's lang? Ja, sehr interessant. Nochmal zurückgehen.
Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. So, andere Variante. Schnell gehen, schnell gehen, schnell gehen. Geht auch nicht. Hä? Wollen wir verarschen? Das erste Tutorial und ich komme bereits nicht mehr weiter. Das ist doch wohl zum Hundemelken. Ja, wenn es bloß gehen würde. Gut. Hier geht's. Wieso kann ich das nicht festhalten? Nee. Will er einfach nicht. Er will es nicht festhalten. Komm schon, Junge. Es ist noch nicht so schwierig. Ja, ich würde es gerne nachmachen, aber... wohl eher vormachen. Aber ich habe leider Rheuma. Daher nicht so... Ah, gut geeignet, Alter. Jupp. So. Also, meine Theorie wäre, über die Dächer zu gehen, aber irgendwie will der Typ nicht. Begriffsstutzig wie... und ja, das ist... das. Darunter, will sie da? Natürlich, aus dem Stand... Jawohl, mich jawohl. Naja, okay, ist ja virtuelle Realität. Nicht wahr? Da können jetzt sogar irgendwie... da können Schweine ja auch fliegen. Kunststück. Wenn ich so weit springen kann, können Schweine auch fliegen. Ja, eigentlich logisch. Ja, auch gar kein Problem natürlich. Wir sind ein Assassini, wir sind der Beste überhaupt. Und da bin... ich. So. Und zack, und springen, und springen. Und schon bin ich da. Ups. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Fortschritt ansehen. Wie sehen wir denn aus? Voll aus dem Mittelalter. Aber ohne Narbe im Gesicht. Ist auch mal was. Tja. Was erwartet wohl der Templer von uns? Oder wohl der Tempel von uns? Keine Ahnung. Freunde, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird noch sehr interessant. Und ich hoffe mal, ihr seid der gleichen Meinung und bleibt mir... Autsch. Ich würde normalerweise das sagen, aber ist ja alles virtuell und so. Irgendwie denke ich, oder nur in unserem Kopf. Keine Ahnung, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Assassin's Creed 3. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.